Ja, Sie lachen schon, das ist gut. Es ist folgendes, es ist Kabarettist. Als Kabarettist erlebt man ja ganz lustige Situationen im Leben. Unlängst habe ich ein E-Mail bekommen von einer Firma und die Firma hat dann geschrieben: Sehr geehrter Herr Bauernfeind, wir suchen für einen Firmenauftritt einen Kabarettisten. Sie können machen, was Sie wollen. Sie sind total frei. Nur alle 3 bis 4 Minuten sollte ein Witz über die Firma kommen. Und sonst können Sie machen, was Sie wollen. Die Firma beschäftigt sich mit elektronischer Datenverarbeitung. Ja. Habe ich gedacht, das ist irgendwie nicht so ganz mein Metier. Muss ich übersetzen, oder? So. Was ist lustig? Okay. Nein. Jetzt bin ich zu schnell. Ich muss mir das gleich. Nein. Jetzt habe ich gedacht, nein, ich mache nicht bei der Firma mit, sondern ich freue mich, wenn wir Jugend eine Welt spielt, da kenne ich mich thematisch ein bisschen aus. Und dann habe ich mit Reinhard gesprochen, mit dem Chef, und der Reinhard gesagt: Georg, super, dass du Kabarett spielst. Du kannst machen, was du willst. Du bist total frei. Nur alle 3 bis 4 Minuten wäre es gut, wenn du darauf hinweist, dass man für Jugend eine Welt auch spenden kann. Sie plaudern schon wieder ein bisschen. Aber ehrlich gesagt, ich hätte jetzt auch noch neben mir sitzen. Ich habe gesagt zum Reinhard: Hey, bitte, so nicht. Ich habe gesagt, wir möchten inhaltlich auch arbeiten. Es sind so viele junge Menschen da, die sollen bewusstseinsgebildet werden, die sollen was mitkriegen fürs Leben. Was könnte man machen? Habe ich gesagt: Hey, die fahren alle in die fernen Länder, die sollen ein bisschen was lernen über Begegnung von Kulturen, über Reisen in ferne Länder. Also habe ich gesagt, machen wir sowas konkret, also so ein Seminarkabarett, 3 Lernziele habe ich gedacht. Erstes Lernziel. Nein, erstes Lernziel, ein sicheres Auseinandersetzen mit persönlichen Reisesehnsüchtern. Und zweites Lernziel, eine Beschäftigung im Thema Lebensraum. Und das dritte Lernziel, habe ich noch zu Kulturen in Begegnung. Ja, habe ich gedacht, ja, fangen wir mit dem ersten Lernziel, wer ist es erst? Reisesehnsüchter, die Schwester war es, der Wahnsinn. Großartig. Ein sicheres Auseinandersetzen mit persönlichen Reisesehnsüchten. Ich habe gedacht, machen wir das. Ich habe Menschen für Sie interviewt und Sie überlegen sich, mit wem von denen würden Sie am ersten auf Urlaub fahren wollen. Sag mal, da ist die Claudia. Claudia, wo fährst du heuer auf Urlaub hin? Ja, ich weiß noch gar nicht, wo das ist und wie es dort heißt, aber Hauptsache ein Meer gibt es dort und uns 2. Ja, ist eine Reisesehnsucht. Nicht? Den zweiten Menschen habe ich getroffen, den Kurt, habe ich gesagt: Kurt, wo fährst du hin? Ja, also mich interessieren so diese alten Kulturen, nicht so ich fahre gern herum, nicht so kulturell, also diese Etrusker oder die Römer, nicht, also eine Templanlage in Kambodscha. Also diese alten Bauwerke, dieser Flair vergangener Größe, das hat man ja sonst in Wien, nur wenn man reingeht in eine Babak-Filiale. Ja, dann habe ich gedacht, nein, muss ja nicht so sein. Gibt es ja noch jemanden, da habe ich die Rosen gefragt: Rose, worauf kommst du bei der Reise an? Weißt du, also, mir kommt es total auf das Feeling an, weißt du? So auf das Feeling von einem Land, weißt du? Und das Feeling, das spürst du nicht in Hotels, und das spürst du bei den Leuten. Weißt du, da sitzt mir in einem Autobus und sage ich: Hey, greift's mir an, ich möchte dich spüren. Ja, oder weißt du, unter der Brücke übernachten, weißt du, du liegst unter der Brücke und auf einmal krabbelt der Spinner auf, voll langsam. Weißt du, was wir stecken ja, nur dass keine Steinspur hinterlässt. Weißt du, schon die Viecher tun sind viel relaxter.
Edwin, was planst du als nächstes? Also ich mache jetzt eine total extreme Tour. Ich durchquere, ohne GPS, ohne Sauerstoffmaske und ohne Proviant, am Samstagnachmittag den Ikea. Und ich schlage mich durch ein Dickicht von Stehlampen, Klappsesseln und zerrüttete Jungfamilie. Aber ich komme durch, ohne dass mir der Kasper ausrufen lässt, der Gerätin sucht seine Mama. Wie gesagt, ich weiß nicht, jeder wird wen gefunden haben, war am liebsten mitfahren. Ich habe für mich, ich meine, es stellt sich auch die Frage, muss man überhaupt wegfahren? Muss man überhaupt, jetzt der Klimawandel ist in aller Munde, gell? Der Klimawandel, nicht? Und es ist ja auch nicht so ohne, weil der Lebensminister, ich weiß nicht, ob das die deutschen Freunde wissen, wir in Österreich haben einen Lebensminister. Ja? Habt ihr einen Sterbeminister? Also, und der Herr Lebensminister, der hat gesagt, also jeder Einzelne, gell? Jeder Einzelne ist einfach gefordert, dass er auch einen Beitrag leistet. Es kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Ja? Also zum Beispiel, er fährt immer mit dem Rad, immer wenn ein Fotograf dabei ist. Gell? Also immer, aber also jeder Einzelne, gell? Also, das Stichwort jeder Einzelne, finde ich, ist ja genau bei uns auch. Jeder Einzelne einfach gefordert, gell? Ja. Nein. Aber ich habe dann gesagt, nein, es gibt ja auch andere Leute, die den Klimawandel die sagen, nein, der Einzelne ist wurscht. Es geht darum, das wirkliche Problem beim Klimawandel sind also jetzt nicht die Flugzeuge oder die Autokilometer, die man fordert, die Industrieanlagen, sondern das eigentliche Problem am Klimawandel, sagt zum Beispiel der Herr Chefredakteur von der Presse, also das eigentliche Problem beim Klimawandel sind die Umweltschützer. Ja, weil diese Umweltschützer einfach total hysterisch sind, weil die nicht abwägen, sondern die sind einfach so fanatisiert. Also, so Extremisten, fanatische Extremisten, die gehen zu Fuß. Ja, die scheißen sich überhaupt nichts mehr. Gell? Die gehen zu Fuß, da stellt man das nach dem Spital, die Spitäler sind überfüllt. Ja, muss man den Atomstrom zukaufen, wegen den Umweltschützern. So fängt es an. Eine total eine gefährliche Lobby, die sich überhaupt keine Spielregeln mehr hält, die einfach total extrem ist, eine brutale Lobby, die ohne Rücksicht über alle drüber fährt. Mit einem Vorrat.